SRF Audio. Ja, sie ist leider allgegenwärtig momentan. Man schaut aus dem Fenster und sieht halt einfach die Wüste quasi. Ja. Es ist wirklich, grenzt schon fast an eine Wüste momentan da bei uns. Und das beschäftigt einem halt schon, weil es doch noch nicht so fortgeschritten ist im Jahr. Genau, ob man da noch etwas ernten kann auf diesen Feldern. Es ist das Thema aktuell unter den Landwirtinnen und Landwirten, die Trockenheit. Viele machen sich Sorgen, ob ihr Gemüse, ihre Früchte, aber auch ihre Tiere noch genügend Wasser bzw. Futter erhalten. Viele Wiesen sind braun und Regen ist nicht in Sicht. Mit dem Klimawandel werden solche Trockenphasen künftig weiter zunehmen, sagt unser heutiger Experte. Aber er sagt auch: Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da in der Landwirtschaft uns anpassen können. Und dass auch der Wille da ist, um das zu machen. Ich glaube, ich habe selten mit einem Menschen im Klimabereich geredet, der so zuversichtlich ist wie Sie, ehrlich gesagt. Ja, ich tue mich gerne auch, ich bin gerne auf der Massnahmenumsetzungsseite, auf der Anpassungsseite. Natürlich, was passiert, ist sehr schwierig, ist sehr extrem natürlich. Da muss man sich schnell anpassen. Aber was ich jetzt gesehen habe, ist schon so, da passiert viel. Und genau das schauen wir uns heute an. Was da alles passiert auf den Bauernhöfen in der Schweiz, um solche Trockenphasen, wie wir sie aktuell erleben, zu meistern. Schön sind ihr dabei. Ich bin Corinna Heinzmann. Hallo, dann Eier, 12. 32 Grad ist es heute in Basel. Und es wird noch heißer die nächsten Tage. Und dort in Basel in der Innenstadt ist wie an den meisten Tagen heute Markt. Auf den Tischen Früchte, Gemüse, Fleisch, Käse und viel mehr von den Landwirtschaftsbetrieben aus der Region. Eine gute Gelegenheit für unsere Reporterin, sich bei den Verkäuferinnen und Verkäufern mal umzuhören. Zum Beispiel bei Mila Buser. Wir haben Pfirsich, Erdbeere, Brombeere, Himbeere, ja, und auch Äpfel, aber ja, Zwetschgen auch, Beeren. Aber eben, wie ich gesagt habe, Heuer ist einfach schlecht, nicht gut, unsere Äpfel und so. Ja. Der Grund, dass die Früchte aktuell kleiner und weniger gut sind, die Trockenheit. Das ist einfach schwierig. Das ist für uns ist auch schon schwierig, und das vor allem ist das, du hast vorher im Frühling alles geschaut und gemacht, schneiden und gespritzen. Spritzmittel sind teuer auch noch und nachher kommt es Wetter. An einem anderen Stand steht Samuel Beersmatter vor einer Gemüseauslage. Tomaten, Auberginen, Salate, Gurken und von einem Hof aus der Region. Ja, alles, was kein Wasser bekommt, hat natürlich Gemüse. Es gibt Gemüse, das resistenter ist, aber viel Gemüse braucht viel Wasser und hat natürlich, wenn es so trocken ist, mehr Mühe. Ja. Einige Landwirtschaftsbetriebe haben eine eigene Quelle, so wie Bauer Thomas Luchsinger. Er hat einen Fleischbetrieb und noch keine Probleme mit Wassermangel. Bis jetzt kommen wir noch vom Vorschöpfen, also das Gras wächst noch. Und es hat ja wieder geregnet und das war ein Segen für uns. Und, ja, bis jetzt geht es noch gut. Ja. Und Wasser haben wir auch noch genug. Also, ja. Momentan hört man viele besorgte Landwirtinnen und Landwirte in den Medien. Aber Thomas Luchsinger sagt auf die Frage, ob ihm der Klimawandel und die damit verbundenen Wetterextreme und die Trockenheit Bauchweh machten: Nein, er schaue optimistische Zukunft. Einer, der ebenfalls optimistisch in die Zukunft schaut, ist Oliver Schilling. Den habt ihr schon am Anfang gehört. Er ist Professor an der Universität Basel und Hydrogeologe. Sprich, der Mann kennt sich aus mit Wasser und auch sogenanntem Wassermanagement in der Landwirtschaft. Oliver Schilling ist zuversichtlich, dass sich die Schweizer Landwirtschaft anpassen kann. Aber er sagt gleichzeitig auch, das Problem ist akut und es wird noch schlimmer. Also dies jetzt hier ist eine Trockenphase. Das ist eine saisonale Trockenphase. Diese werden mit dem Klimawandel weiter zunehmen. Sie werden häufiger auftreten im Sommer und sie werden auch intensiver werden. Das heißt, sie werden einerseits länger und dann auch wärmer sein. Das ist so die momentane Vorhersage nach den neuesten Klimaprojektionen.
einen langfristigen Trend in dem Sinn, dass es jetzt die ganze Zeit immer trockener sein wird. Das kann man so nicht sagen, aber dieses saisonale Auftreten wird in Zukunft häufiger und stärker sein. Und im Moment ist es wirklich so, dass die Trockenheit für die Landwirtschaft, die ist schon extrem. Also eine landwirtschaftliche Dürre, kann man sagen, haben wir bereits. Auch eine Bodentrockenheit. Die Bodenfeuchte ist sehr, sehr, sehr tief. Und das hat natürlich jetzt schon sehr negative Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion. Ein wichtiger Punkt, den Oliver Schilling mehrmals betont hat in unserem Gespräch: Auch wenn wir jetzt über die Trockenheit reden, das ist nur eine Seite der Münze. Das Problem seien die Extreme. Trockenheit auf der einen Seite, aber dann auch wieder Starkregen zu anderen Zeiten. Das Wasser in der Schweiz werde nämlich nicht per se knapp. Das Wasser wird eben saisonal zu einer knappen Ressource, phasenweise. Über das Jahr hinweg gesehen werden wir mehr oder weniger gleich viel Niederschlag haben. Also es ist nicht so, dass wir in Zukunft immer viel weniger Wasser haben werden. Aber die Landwirtschaft muss sich auf diese saisonale Knappheit einstellen. Und wie das gehen soll, dazu wird in der Schweiz momentan geforscht und es werden auch Versuche gemacht. Grundsätzlich gäbe es 2 Dinge, bei denen die Landwirtschaft ansetzen könne. Entweder macht sie das durch angepasste Bewirtschaftung mit vielleicht wasserresistenten Sorten oder indem sie mit dem Regenwasser, das manchmal dann intensiver fällt, anders wirtschaftet und das Wasser zurückhält für Zeiten, in denen es dann länger trocken sein wird. Gut, beginnen wir mal mit dem Wasser zurückhalten. Da passiere nämlich gerade ein Umdenken in der Landwirtschaft, sagt Oliver Schilling. Früher habe man tendenziell eher zu viel Wasser in der Schweiz gehabt. Lange habe man sich deshalb vor allem damit beschäftigt, wie man überschüssiges Wasser möglichst effizient abführen könne. Jetzt gehe es auch immer mehr darum, Wasser zurückzuhalten. Wie das gehen könnte, das wird momentan auf mehreren Bauernhöfen in der Schweiz ausprobiert. Im Rahmen des Forschungsprojekts Slow Water. Das ist ein Projekt des Bundes in Zusammenarbeit mit mehreren Kantonen. Und an diesem Projekt ist auch Oliver Schilling beteiligt. Maßnahmen, die wir dafür jetzt zumindest im Projekt Slow Water testen, sind einerseits hydrotechnische Maßnahmen, nennen wir die. Das sind Rückhaltebecken, kleine Versickerungsmulden, Versickerungsgräben. Man kennt es auch im Moment unter dem Begriff Keylines. Das ist so eine Methode, die das Wasser oben an einem Hang bereits anfängt zu sammeln und dann mit Versickerungskanälen mit leichter Neigung entlang von Hängen verteilt. Damit kann man schon sehr viel erreichen. Regenwasser von Dächern sammeln natürlich ist auch eine wichtige Methode. Gerade bei so großen Betrieben und großen Dächern auf Ställen kann man da bei Niederschlag sehr viel Wasser zurückhalten. Andererseits kann man die Bewirtschaftung der Felder anpassen. Man kann den Humusgehalt im Boden erhöhen. Also das nennt sich dann quasi schonende Bodenbearbeitung. Man pflügt nicht mehr so tief. Man versucht, die Struktur des Bodens so zu halten, dass er mehr Wasser aufnehmen kann. Also wie muss man sich das genau vorstellen? Sind dann das irgendwelche kleine Seen, die da ausgehoben werden? Wird das irgendwie in Fässern? Können Sie das beschreiben, wie das dann aussieht auf dem Bauernhof? Genau so, wie Sie das beschrieben haben, kann man sich das vorstellen. Wir machen kleine Teiche im Prinzip. Es gibt natürlich auch die Variante, große Teiche mit Folien belegt zu schaffen. Das ist dann gewissermaßen wie ein Swimmingpool fast. Und daraus kann das Wasser dann natürlich in trockenen Zeiten für die Bewässerung bezogen werden. Das sind aber nicht die Maßnahmen, die wir jetzt begleiten und testen. Wir setzen uns sehr stark auch für multifunktionale Maßnahmen ein. Teiche, die auch natürlich versickern können beispielsweise oder eben einfach kleine Mulden, Gräben entlang der Hänge, hangparallele Gräben, in denen Wasser, wenn es anfängt zu regnen, sich erstmal sammeln kann, für eine gewisse Zeit zurückgehalten werden kann, dann aber über 1-2 Tage verteilt langsam in den Boden versickern darf. Das wäre mal die Sache mit dem Wasser. Regen abfangen und zu trockeneren Zeiten brauchen, um die Felder, Wiesen, Obstbäume zu bewässern. Oder es so einzurichten, dass der Regen mit Verzögerung in den Boden geht, langsam versickert. Es gehe eigentlich immer darum, die Extreme, die der Klimawandel mit sich bringe, abzufedern, sozusagen einen Puffer einzubauen zwischen dem zu viel und zu wenig Wasser, sagt Oliver Schilling. So, dann kommen wir zur zweiten Möglichkeit, so mit der Trockenheit umzugehen. Sie haben noch die andere Möglichkeit angesprochen mit der Bewirtschaftung der Felder. Also das heißt, die Landwirtschaft könnte sich da auch anpassen, dass man die Felder anders bewirtschaftet, andere Kulturen anpflanzt. Können Sie da noch ein bisschen ausführen, wie man sich das konkret vorstellen muss?
Genau, so in unserem Projekt testen wir jetzt nicht den Übergang von nicht trockenheitsresistenten zu trockenheitsresistenten Sorten, aber da wird natürlich auch ganz viel geforscht. Und das ist mal ein Ansatz, dass man halt eben weniger Wasser, bewässerungsintensive Kulturen vielleicht anbaut, ja, oder umsetzt. Was man aber auch tun kann, ist, dass man Agroforst betreibt, dass man anstatt diese weiten offenen Feldern nur hat, viele Bäume pflanzt, die man nutzen kann als Obstkulturen beispielsweise, als Nusskulturen. Und diese verringern einerseits die Verdunstung, weil sie schaffen Schatten, sie schaffen Kühlung. Das hilft schon mal, den Verlust des Wassers bei Hitze zu reduzieren. Und andererseits verhindern sie auch, dass, wenn es stark regnet, der Boden lose ist. Also sie verhindern Erosion. Und das ist ein weiteres Problem, das auftritt, wenn es stark regnet, dann schwemmt es die Felder weg. Das haben wir in letzter Zeit öfters gesehen, in den letzten Jahren. Und dieses Sediment, das geht dann in die bebauten Gebiete und schafft dann dort wieder weiter große Probleme. Und wie viele Betriebe, also so in der Schweiz, sind sich da schon irgendwie am Umrüsten oder machen jetzt aktuell schon was? Also ganz konkrete Zahlen kann ich natürlich jetzt hier nicht liefern. Wir in unserem Projekt Slowwater in den Kantonen Luzern und Basel-Landschaft betreuen bereits mehr als 110 Betriebe. Und diese Betriebe, die sind von sich aus auf unser Projekt aufmerksam geworden. Wir haben in gewissen Gemeinden angefangen, uns für gewisse Gemeinden entschieden, die wirklich Probleme haben. Und dort haben wir angefangen, dann mit den Betrieben zu arbeiten. Aber das ist bottom-up. Also die Betriebe, die kommen von sich aus zu uns. Und schweizweit werden natürlich viel mehr Betriebe hier schon bereits sich mit diesem Thema aktiv auseinandersetzen und Maßnahmen ergreifen. Auch die Kantone Solothurn, Thurgau, Graubünden, Aargau, wo wir unter anderem ein neues Projekt machen werden im gleichen Bereich. Dort gibt es ganz viele Betriebe, die da etwas machen möchten. Also das Interesse ist sehr groß. Das zeigt auch die Aussage von Landwirt Thomas Berger, der heute bei Radio SRF 1 zu Gast war und von der Dürre gesprochen hat, die er sieht, wenn er aus dem Fenster schaut. Auch er sucht nach neuen Wegen, um sich der Situation anzupassen. Ja, wir mich sicher weiterbilden in Sachen Futterbau, dass man im Frühling, wenn die Feuchtigkeit vom Winter auch noch da ist, gewisse Sachen kann anpflanzen kann. Respektive macht man das dann schon im Herbst, dass wo ein bisschen mehr Material liefert, schon früh. Ist halt vielleicht ein bisschen weniger gute Qualität für die Milchtiere. Muss man dann halt vielleicht die Rasse auch ein bisschen anpassen. Aber das wird sicher in der nächsten Zeit wichtig sein, dass man die Schritte macht, ja, bei unserer Region. Zu anderen Zeiten aussäen als bisher, andere Gemüse- und Früchtesorten pflanzen, die weniger Wasser brauchen, die Hitze besser handeln können. Den Boden anders bewirtschaften, mehr Bäume, Sträucher dazwischen, denn die geben Schatten, was der Verdunstung entgegenwirkt, und gleichzeitig lockern sie den Boden, sodass er bei Starkregen nicht einfach weggeschwemmt wird. Und dann effizienter bewässern, kluge Drainagen in den Boden machen, Systeme einbauen, die sowohl Wasser stauen als auch abfließen lassen können, und dann natürlich Regenwasser sammeln und wiederverwenden. Einiges an Möglichkeiten. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten angeschaut. Wie fest helfen denn diese Maßnahmen im großen Kontext? Also kommt man damit über die Runden in den nächsten Jahren, wenn man das jetzt alles so konsequent umsetzt, oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ich denke, das ist grundsätzlich mal extrem wichtig, dass wir das machen, weil es auch für die Landschaft besser ist, wenn wir das so umsetzen. Die Zeit, über welche solche Systeme Wasser zurückhalten können, die ist natürlich schon begrenzt. Also bei wirklich lang andauernden, sehr ausgedehnten Trockenphasen und Hitzephasen, wie wir sie vielleicht jetzt gerade erleben, reicht das dann auch nicht mehr aus, alleine, um das ganze System bewässert oder nass zu halten. Das heißt, wir müssen das auf mehreren Ebenen versuchen anzugehen. Deshalb ist ein Wechsel zu weniger bewässerungsintensiven Sorten, zu einer angepassten Landwirtschaft ganz allgemein trotzdem natürlich essentiell, um mit diesen Trockenheiten umzugehen. Alleine nur ein bisschen Wasser zurückhalten reicht noch nicht aus. Ist aber ein wichtiger und essentieller Schritt für eine bessere Landwirtschaft für diese Zeiten unter dem Klimawandel. Und wie zuversichtlich ist der Wasserexperte, dass uns das wirklich alles gelingt in der Zukunft und sich die Schweizer Landwirtschaft an die Trockenheit bzw. die Wetterextreme anpassen kann?
Ja, ich bin grundsätzlich sehr zuversichtlich, dass man sich anpassen kann. Man muss sich aber auch anpassen wollen, ist natürlich wichtig. Und das ist einerseits, kann man sagen, die Landwirtschaft sollte sich bei der Kultur, die sie wählt, anpassen, dass sie trockenheitsresistent ist und dann auch weniger zu Ertragsausfällen führt. Aber man muss vielleicht auch als Konsument umdenken und sagen, okay, wir brauchen jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit immer die bewässerungsintensivsten Nahrungsmittel, sondern vielleicht nehmen wir auch mal etwas anderes, was jetzt nicht so viel Bewässerung bedarf. Und da kann man von verschiedenen Seiten sich für das neue Jetzt wappnen und die Zukunft. Aber grundsätzlich denke ich, genau, es wird ja auch Landwirtschaft betrieben in Regionen, in denen die Situation, wie sie jetzt bei uns vorherrscht, schon lange so ist. Entsprechend muss man sich einfach anpassen. Dann sehe ich da jetzt nicht die großen Probleme. Ja, da wären wir wieder beim Optimismus vom Anfang, der mich so überrascht hat. Aber ehrlich gesagt, die Abwechslung auch mal ganz gut tut. Verantwortlich für Inhalt und Schnitt Silvan Zemp. Auf dem Marktplatz heute Morgen in Basel war Rina Telli und mein Name ist Corinna Heinzmann. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.